Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier mit dem Trevor gerade beim Cousin nein, wie heißt der? Floyd heißt der ja. Wir sind hier gerade in der Wohnung von Floyd. Und jetzt schauen wir mal kurz auf die Map, was wir hier eigentlich so für Missionen gerade rum haben. Also wir könnten den Raubüberfall mal vorbereiten und wir müssen mit dem Michael zu der Flugstunde. Und ich glaube, das ist ja da, wo wir jetzt machen. Auf da habe ich jetzt einen Bock. Heisst, wir switchen mal zum Michael, mal schauen, was bei Michael gerade so läuft. Und dann haben wir mal ein paar Flugstunden mit ihm. Weil jetzt haben wir ja mal den anderen Raubüberfall genommen. Wir haben ja das erste Mal beim alten Let's Play, das ich gemacht habe, haben wir ja den Plan A genommen, jetzt haben wir den Plan B genommen. Oder umgekehrt, weiß gar nicht. So, okay, Michael, bei dem läuft nichts. Er chillt einfach daheim auf dem Sofa und hat ein Problem mit dem Fernsehen. Oder wahrscheinlich kommt nichts Gescheites im Fernsehen. Und ja, da würde ich mal sagen, wir gehen jetzt zur Flugschule. Was haben wir da? Hafenjob, was schreibt er da? Mikey, wir beiden wissen, Fliegen ist nicht deine Stärke, aber für den Hafenjob wirst du fliegen müssen. Nimm ein paar Flugstunden oder ein paar Stunden in der Flugschule, damit du es nicht versaust. Aha, okay, sein Finger ist einfach im Weg, ich kann es kaum lesen. Also, dann machen wir doch das. Also, Karre steht hier außen. Jetzt haben wir ja die Scheisse da, weil der Jimmy hat ja unser, sag jetzt mal, Ding, nicht Mercedes, Audi geklaut. Das ist so ein Audi-Verschnitt. Und jetzt gehen wir mal runter zur Flugschule. Wie gesagt, wir spielen ja das Game einfach in der First Person durch. Weil das ja eigentlich so eine Kameraansicht ist, und ich muss sagen, das spielt eigentlich niemand. Aber es ist gleich drin. Aber wir fahren jetzt mal dort runter. Voilà. Come on. Das Auto ist so scheiße zu fahren. Also wir fahren jetzt mal runter zu dieser Flugschule. Und wir sehen uns, wenn wir unten sind. So, also wir sind jetzt gerade dort. Und ich kann mich gar nicht erinnern, was jetzt so passiert wird. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht, die Flugschule. Es gibt zwar auch eine Flugschule in San Andreas, beziehungsweise im GTA Online. Das heisst die San Andreas Flight School oder so heisst sie dann da. Das ist so genau gleich, logischerweise wahrscheinlich. San Andreas Flight School, hä? Ja, genau. Ja, dann machen wir das da mal. Ich habe das eben, wie gesagt, noch nie gemacht. Mal gucken, wie das so wird. Also, wir müssen wahrscheinlich alles machen. Übungsstart. Und wir spielen alles auch in der First Person oder da, wo einmal möglich ist. Okay, das können wir, glaube ich, überspringen. Ich glaube, das ist ja viel eigentlich selbsterklärend. Da geht es jetzt wahrscheinlich einfach mal ums Abheben und Räder reinziehen. So. Schon dran, bin schon dran. So, come on, schaffen wir Gold. Sollte hier noch gehen, hä? Perfekt. Jetzt soll ich schauen. Nein, das soll ich nicht überspeichern. Also, man spielt deaktiviert. Ja, so. Gut, also, weil sonst tut es mir einfach hier meinen Spielstand überschreiben, wo ich eigentlich normalerweise drauf spiele. Und das möchte ich eben nicht. So, bestanden, Übungsstart. Und jetzt kommt die nächste Landung auf der Rollbahn. Hä? Überspringen da. Schaffen wir echt alles in einer Folge? Ich weiß nicht. Hoffen Sie mal. So. Wir sind gelandet. So. Oh shit, nein, jetzt anhalten dort. Das Gebiet wurde verlassen. Okay, okay, jetzt soll die Bremse. Ich gemerkt, ich muss immer durchfahren, aber ich muss stehen bleiben. Alles klar.
Ich bin einfach vorher stehen geblieben, aber es hat noch nicht gesehen, weil ich noch nicht drin war. Aber egal. So, Landung auf der Rollbahn. Haben wir auch bestanden. Nächste Sache. Nachher wird es sicher irgendwie wieder so hure abgespaced, Mann. Ja, ja, Kopfüberflug. Wieso sollte man so etwas lernen? So. Okay, das könnte jetzt interessant werden in der Ego-Perspektive, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich glaube, ich bin noch nie so Zeug geflogen in der Ego-Perspektive. So, also Höhe haben wir. Barrel roll. Drei. Also 1, 2, 3. Ja, mache ich gerade. Ich muss sagen, schnell so. Ja. Yes! So. Kopfüberflug haben wir auch bestanden. Es ist alles eigentlich sehr einfach, muss ich sagen. Haben wir auch wieder Gold geholt. Mal seitwärts fliegen, das könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden. So, dann wir überspringen wieder. Ein bisschen mehr raufgehen hier. So. Wir gerade zwischen den Gebäuden durchfliegen, aber egal. Habe ich nicht mehr dürfen. So, haben wir auch Gold geholt? Ich weiß es nicht mal. Okay, haben wir auch Gold geholt. Sehr gut. Tiefflieger. So. Okay, da müssen wir einfach Checkpoints abfliegen, wahrscheinlich möglichst tief. Das sollte eigentlich auch nicht so ein riesen Problem sein. Gut, ich weiß auch nicht, so wegen der Flügel und so, das könnte vielleicht noch ein bisschen tricky werden. Huch, ups, hoppala. Wieder auf den Boden aufgeschlagen. Wieso zieht es mich da immer so leicht über? Verpassungskontrolle gibt Zeitstrafe, okay. Ja gut, das sollte ja noch nicht so schwer sein. Ich hoffe jetzt mal, ich werde jetzt da mir auch nicht irgendwie... Das ist jetzt einfach auch rauslassen, nachher verpasse ich wirklich etwas. Okay, gut, das könnte jetzt wahrscheinlich ein bisschen die Länge ziehen. Ich hau mal hier einen Zeitraffer rein. Dass es nicht allzu lang geht.
So, gut, also wenn ich es gesehen habe, wir haben es geschafft, auch Gold geholt und jetzt heisst es aufsetzen auf einer Brücke. Also eigentlich eine Notlandung machen. Ich weiß gar nicht, hat man glaube ich ein bisschen größeres Flugzeug. Ah nein, auch der. Alles klar, okay, oh, das sollte nicht so schwer sein. Ich glaube, es hat auch keinen Verkehr jetzt rum. Aber ich finde, da finde ich noch eine coole Idee. Oh! Oh, shit! Ah! Hoppala. Ah, dort sind Hinterwäldler, dort links. Die da. Huch, ich habe gemeint, ich habe gut gelandet, aber ich bin voll am Boden aufgeklatscht zweimal. Jetzt wird so aufgepumpt. Okay. Ich weiß aber nicht, ob es wahrscheinlich nur Silber gegeben hat oder Bronze. Ja, Silber hat es gegeben. Es war schon bumpig die ganze Zeit. Wir haben wieder raufgehauen. Ah, Loopings auch noch fliegen. Ja, Gott. Ja, es wird ein bisschen längere Folge werden wahrscheinlich da. Also ich versuche ein bisschen etwas zu kürzen. Wahrscheinlich wird die Folge ein bisschen lang werden. Aber das gehört halt einfach auch dazu, dass wir da die Flugstunden nehmen. Für den Raubüberfall. So. Whee. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. Hut am Fühlen, Mann. So. Okay. Wow! Fliegen 100 von 100. Okay, der Michael hat jetzt das Maximale. Das heisst, dass wir wahrscheinlich könnten jetzt aufhören mit den Flugstunden-Dingens. Aber was kommt jetzt noch? Helikurs, Zeitrennen, Fallschirmsprung, Absprungzone. Ja, komm, ich glaube, das machen wir nicht mehr. Weil es hat ja keinen Wert. Wir haben jetzt 100 von 100. Und dann müssten wir eigentlich jetzt gar nicht weitere Flugstunden nehmen. Ich glaube jetzt mal von dem her. Langt das einmal so weit und dann würde ich mal sagen, wäre es das mit dieser Folge von GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!